Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Mal wieder mit einem speziellen Gast. Hoi! Oh mein Gott, das erste Mal in einem Podcast drin. Du bist noch nie vorher irgendwo in einem Podcast gewesen? Nein, und ich habe jetzt schon gemerkt, ich wackele voll mit dem Mikrofon. Ich muss voll schauen, aber wir sind gespannt. ich hoffe, ich schaffe das, Leute. Doch, du schaffst das. Okay. Ey, wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Das ist immer, ich habe immer das Gefühl, es ist eine geile Frage, wenn man so einen Gast hat. Zuerst mal fragen, wie lange kennen wir uns? Wo kennen wir uns? Ich würde sagen, ich glaube 2 Jahre etwa nicht. So, 21 oder so, oder? ja, kann das sein? Oder Also, schon länger? Ja, 24 gar mehr, jetzt sind wir 2-3 Jahre. 2. Ja. Aber wie? Ja, also ich glaube, also wir haben das sicher schon vorher gesehen, oder so von Social Media. Ich glaube, das ist mega oft so, dass man eigentlich Creator so zuerst mal sieht und dann haben wir abgemacht eigentlich, oder? Ja. Also, Stimmt, ich glaube, ich habe dich einfach random Oder? gefragt. Jo, lass uns mal sehen. Ah, dann willst du ein YouTube-Video mit mir drehen? Mhm. Und dann bist du einfach zu mir. Ah, Hey, ich finde das ja. eigentlich voll crazy. Ich glaube, ich hätte keine Eier mehr heute, um Nein. einfach so jemanden, den du noch nie in Real Life getroffen hast, einfach so fragen, jo, machen wir ab und dann machen wir einfach so Content zusammen. Ja, aber ich finde das so nice, weil eben die meisten Creator triffst ja so an Events und Voll. hast nachher zuerst so voll den oberflächlichen Tag. Und wir einfach so, wir sind nachher eigentlich wie ein paar Stunden Ja. miteinander gewesen und haben dann... Alter, wir haben ja... Ja, voll. Alter, wir haben so ein TikTok gemacht, weißt du das noch? Wo man so, ich kann das voll schwierig erklären, aber wo so, man schaut kurz rauf und dann haben wir einfach so nur die Unterhose, nein nicht nur, aber die Unterhose Oh von mein meinem Gott. Bruder angelegt Ja. und so das Bild von einem Sixpack Mhm. oben dran, also so, weißt du, das Eis eigentlich so komplett gebrochen. So das erste Mal gesehen, ja, lässt die Unterhose von meinem Ja. Bruder bitte an für ein TikTok, merci. Wir haben aber auch so lange gehabt für das. Also wir haben es richtig Mühe gegeben, ich weiss noch. Ja. Und ich muss sagen, ich glaube, damals war es auch nicht so peinlich gewesen. Ich weiss nicht, ob ich es heute nochmal machen würde. So. Ich weiß auch nicht, aber Ja. es ist, ich habe es jetzt eben vorher gerade wieder so angeschaut. Ich dachte, eigentlich so Mhm. geil. Irgendwie Ja. so kreativ, also so random, also ein bisschen, aber... Ja, Ja. aber das ist wirklich so dort macht, also immer wenn du so TikTok-Trends hast, ist es okay, ist es weniger cringe und dann irgendwann mit der Zeit denkst du so, ja, könnte ich es nochmal? Ja. Also würde ich es jetzt nochmal? Aber es geht immer weiter, so zum Beispiel, heute filmen wir sicher auch noch ein paar. Ja, es ist immer so das Ding, wenn sich Content Creator darf. Wenn wir noch TikToks zusammen machen, ja Ja. mal. So, Schön. ist ja unser Job, oder? Wir sind eigentlich, wie sagt man dem? Arbeitskollegen. Ja, Ja, wir sind Business, Arbeitskollegen. we're doing business. Oh mein Gott. Das tönt immer. Ist es bei dir auch so, dass so, eigentlich ist es ja einfach wirklich nur so Leidenschaft fast. Mhm. Und dann sagst du dem irgendwie Job oder so. Und das ist dann, Ja. keine Ahnung. Ich habe mich mega daran gewöhnen, um dem irgendwie Business zu sagen. Oder es klingt immer noch verdammt Aber weird, ich oder? sage es aber, glaube nie auf Ernst. Schon, Also es ja, ist für mich fair. so weißt du, klar ist vielleicht so keines Business eigentlich Ja. schon. Es ist ja, ich meine, wir verdienen ja auch Geld mit dem. Ja. Aber für mich ist es immer noch so, keine Ahnung, wir machen einfach Mhm. Videos, so, es macht einfach Spaß, es ist einfach geil. Ja. Voll. Aber allgemein, so, vielleicht für die Leute, die dich noch nie gesehen haben oder keine Ahnung haben, wer du bist, Mhm. vielleicht kannst du mal kurz sagen, wer du bist, was du machst. Okay, ich bin Agnes. Ja, mache Social Media Content, aber halt hauptsächlich auf TikTok. Also kann jetzt vielleicht sein, dass ein paar mich nicht kennen da auf Spotify oder dort, wo halt der Podcast rausgeht. Ja, und ich spiele Tennis. Hoffentlich wissen das ein paar. Was ist noch? Ja, Instagram Ja. machst du ja auch noch Reels. Ja, hochladen. stimmt. Das ist jetzt Voll. eher auch ein bisschen mehr. Also ich habe das Gefühl, es kommt jetzt eher auch noch ein bisschen mehr, so Reels und Insta. Und sonst, ja, ich habe 3 Geschwister, ich weiß nicht, ob das die Leute wissen, aber es ist wie so in der Vorstellungsrunde in der Ja. Schule, so sagst du jetzt mal einfach ein paar Fakten, keine Ahnung. Oh, ich hasse das. Vor allem immer so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so, wenn du so in einem Circle bist, wo es jetzt nicht zum Beispiel wie da, so, wo man weiss, dass man Social Media macht. Ja. Ich bin immer so, ich würde nie sagen, ja, ich mache Social Media. Ich bin immer so, ich bin Studentin. Einfach so Ja. normal, oder? Ja, stimmt. Also jetzt ist es irgendwie angenehmer, zu sagen, hey, ich mache Social Media. Ja, gut, fair. Also weißt du, so, die Leute, die checken es glaube ich schon hoffentlich so. Aber Nein, aber also ich hätte vor allem Ja. halt gedacht, zum Beispiel, wenn ich auf so einem Sprachmental gesehen halt so eine Ja. Sprachschule. Und dort fragt man halt immer, jede Woche, immer am Montag stellt man sich kurz vor. Und ich habe nie, ich glaube nicht einmal gesagt, ich habe immer gesagt, ja, ich fange an zu studieren dann.
Aha, So, ja, weil es ja, mir so unangenehm. stimmt. Ja. Ja, eben, und teilweise denken sie, oder wenn du sagst, du machst Social Media, dann erhoffen sie sich auch so voll viel, so, So, du machst ah, voll den was? crazy Content. Und so richtig 3 Mio so auf Insta. Ja, aber ja, und das so wirklich vom Content her, dass es so crazy ist, irgendwie mit einer riesen Cam, oder? Und dann machst du aber so Lip-Sync-Sachen. So, das Musical.ly. Ja, und dann denkst du so, schau lieber meinen Content mal nicht an. Ja. nicht. Nein, aber Ja, wie ist das eigentlich bei dir gewesen? Wann hast du so angefangen so mit dem Ganzen? Warte, ich muss noch etwas schnell ergänzen, Ja. was mir auch noch in den Sinn gekommen ist. Noch zum Thema Business. Sorry, ich weiß nicht, ob man das macht, so auf Podcast zu switchen. Alter, nein. Ja, aber mir ist einfach noch in den Sinn gekommen, dass ich es jetzt irgendwie teilweise, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber ich mache jetzt auch teilweise so LinkedIn. Und das, Oh ja, stimmt. und dort musst du es halt irgendwie so als Business irgendwie schon können so bezeichnen oder so. Ich habe das Gefühl, das hilft mir jetzt ein bisschen mehr, dass ich es wie einen Job angesehen. Sonst bin ich immer so unserious über das Ganze, aber ja. Das habe ich auch Aber überlegt. ich habe irgendwie so das Gefühl, es wäre schlau, wenn man so LinkedIn hat. Und es ist ja auch so eine Business-Plattform. Ja. Aber ich bin so, also ich benutze so viele Plattformen. Nur schon Threads oder so. Hast du Threads? Nutzt Ja, jetzt weniger wieder. du? Ich habe so am Anfang 3 Sachen oder so posten, dann nie mehr oder so. Weil es, einfach so, es ist einfach so zu viel. Ja, Ich mag nicht wirklich. nochmal irgendeine Plattform irgendetwas posten. Es ist einfach so, es ist mir zu viel irgendwie. Das ist so und auch so mega viel irgendwie, wie soll ich sagen, Reiz, also nicht Reiz, aber du musst halt wie auf Threads musst irgendwie verbal mega liefern und nachher auf TikTok, keine Ahnung, mit dem Aussehen, Podcast mit deiner Story, keine Ahnung, also weißt, es ist ja nachher wie so, weiß auch nicht, eben so, gar nicht so einfach eigentlich, wenn man denkt vielleicht. Ja. Aber Ist eben, das. Ah ja, wie hast du angefangen mit dem Ganzen? angefangen, dort wo Lisa und Lena das gemacht haben. Mit Musical.ly? Ja, Musical.ly. Hast du Musical.ly auch gemacht? Ja, im Fall. Ich habe es so gemacht, ich habe es so geliebt. Ja? Es ist so geil gewesen und halt die meisten Leute haben dann wirklich einfach so, Alter, was macht die und so. Aber keine Ahnung, ich habe es wirklich mega nice gefunden. Vor allem mich hat es so mega beruhigt, weißt, dass andere Leute das wirklich auch machen und dann hast du dich voll können so orientieren. Eben zum Beispiel bei mir sind es jetzt Lisa und Lena gewesen. Und dann irgendwann, wirklich, es haben so viel so geredet, ey, was machst du da für einen Scheiß, das hat keine Zukunft und so. Und ja, dann habe ich auch irgendwann mal wirklich ein bisschen das auf die Seite da. Aber hast du Musical.ly mehr so, also weißt, hast du so ein bisschen Erfolg? Weil zum Beispiel ich habe Musical.ly gemacht, aber ich weiß nicht mehr, ob ich einen öffentlichen Account hatte. Ich habe halt einfach so random Musical, also keine Ahnung, halt so gemacht, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind nie viral gegangen oder so. Ja. Mal, ich habe es schon recht, ich habe so schon mit den Trends mitgehalten und so. Ich glaube, ich habe wirklich, bei Musical.ly bin ich einmal so viral gegangen mit 6,6 Millionen oder so. Schon dort. Was? Ja, ich habe immer nach dieser scheiß Krone Ja. wollen. Ah was, du bist dann voll richtig so Ja, voll schon. Musical.ly gewesen? Ja, aber eben so gefühlt wirklich niemand sonst, glaube ich, in der Schweiz oder sehr wenig. Ich glaube, Shoutout an Carmen, keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das hört, aber sie, ich weiß nicht, ob sie kennst, Mama. sie ist auch so zu Musical.ly-Zeiten. Und ich glaube, dort habe ich wie viel schon gehabt? Ich glaube schon 60'000 mit Musical.ly, glaube ich. Und dann irgendwann ist TikTok gekommen und deswegen habe ich dann auch, eben ist es mir irgendwie einfacher gewesen, um die Leute zu erreichen, weil ich halt wie schon eine Basis hatte. Und ja, andere sind dann vielleicht erst so bei Corona-Zeiten gekommen. Und dann, ja, irgendwie so. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich weiß. Aber also du hast wie vorher sozusagen so ein bisschen einen Break gehabt. Ah ja. Ja, stimmt. Ja, ich habe ja mal noch aufgehört mit Musical.ly. Ich glaube, so etwa, keine Ahnung, 1,5 Jahre habe ich es gemacht und dann ein halbes Jahr nicht mehr. Und dann irgendwann, wo eben TikTok so ein bisschen wieder gekommen ist, also TikTok eigentlich gekommen ist, dann habe ich wieder angefangen. Und dann dort hat's voll den Boom gegeben. Also, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber gerade so anfangs TikTok ist ja ist viel, also crazy gewesen, was für Views man gemacht hat. Oder wie schnell man auch auf deutsche For You-Page gekommen ist. Wann hat es gewechselt? Zum 19 oder 18? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, nein, schon später, glaube Ich habe das Gefühl, irgendwie so 19, glaube ich. 19, ja. Irgendwie so. Und ich habe eben zum Beispiel erst im 20 angefangen, erst so Ja. Februar, kurz vor Lockdown. Mhm. Und ich habe halt dort das Gefühl gehabt, also weißt, vorher ist TikTok wirklich, was von Musical.ly auf TikTok gewechselt hat, habe ich das Gefühl, es ist so voll, jeder hat es gehabt, TikTok, also alles scheiße und jetzt, Und nachher, als der Lockdown wieder kam, ist es wieder komplett im Hype gewesen. Und ich würde sagen, jetzt noch viel mehr als Musical.ly damals halt. So.
Ja, voll. Also ich glaube, Musical.ly ist schon so ein bisschen am meisten gehatet worden. Das ist, glaube ich, schon so. Nachher, ja, TikTok zuerst auch und dann, ja. Jetzt ist, also ich weiß nicht, wie es jetzt ist so. Was findest du so? Ist es jetzt eher eben so, keine Ahnung, hey, du machst TikTok oder geil, du bist Follower auf TikTok? So. Es kommt mega davon. Also ich habe das Gefühl, es ist allgemein mega, also mittlerweile ist es so eine App wie, fast würde ich sagen, Instagram, wo so jeder hat, weißt du, so. Früher habe ich das Gefühl, Musical ist schon so, es hat nicht jeder gehabt. Es haben so die einen gehabt, so. Also habe ich das Gefühl irgendwie. Yeah. Also so, oder so in meinem Umkreis, und TikTok hat es mittlerweile so jeder. Und ich habe das Gefühl, es gibt mittlerweile auch so viele Leute, die TikTok machen. Und darum, ich weiß gar nicht. Ich glaube, in der Schweiz ist schon noch so das Ding, okay, du machst TikTok. Also es ist schon noch, also wenn du in Amerika denkst, so, dann ist so, okay, machst TikTok. Also weißt du, so. Yeah. Aber ich habe gemerkt, so die es probieren selber machen, haben irgendwie voll den Respekt plötzlich vor so Leuten, die schon halt, kann ich länger irgendwie TikTok machen. Die checken es irgendwie schon ein bisschen. Also, dass es gleich nicht vielleicht so einfach ist. Es sieht teilweise, gebe ich schon zu, es sieht so einfach aus, auch so nicht. Ja, es ist ja auch irgendwie so ein ganzer Prozess. Also weißt du, kannst nicht von heute auf morgen, es braucht ja teilweise mehrere Jahre, dass du mal, also ich zum Beispiel, ich habe im 2018 angefangen mit Social Media, damals mit YouTube, und keine Ahnung, wenn ich das erste Mal Geld verdiene, ich habe nicht mal gewusst, dass man Geld damit verdienen kann, oder jemals denkt, dass ich mal Geld damit verdiene, als ich angefangen habe, so. Aber es ist mega lang gegangen, dass ich mal so fest aufgebaut habe, dass ich Geld damit verdienen kann. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, mein Punkt ist eher, dass es mich einfach vor allem Wunder nimmt, warum gewisse Leute so einen Hass haben. Weil also schlussendlich ist es ja wie, also ich glaube, ich kann es so, also bei gewissen Leuten nervt es mich manchmal ein bisschen, wenn ich so das Gefühl habe, die machen es vor allem aus der Intention einfach zum Cash verdienen, weißt? Du merkst, du hast keine Passion und da ist so da geht's einfach, du nimmst einfach jede Kooperation an, du hast so es ist so kein Mehrwert da, es ist einfach so, I don't know, es ist so das Minimum, das Bare Minimum. Und der Fokus ist mehr das Cash und weniger so einfach unterhalten, einfach Videos machen, einfach Bock haben. So, ich glaube, da kann ich schon, also ich habe das Gefühl, da kannst du, ja, weiß auch nicht. Also wir machen es einfach hauptsächlich, weil wir Bock drauf haben, weil es geil ist. So, wir studieren ja beide nur schon, auch in diesem Bereich, weil es einfach Spass macht, weil es einfach interessiert. Also wir studieren ja nicht das Gleiche, aber fast. Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, dass ich studiere bei der Vorstellungsrunde. Also Agnes studiert im Fall. By the way. Wir sind Studenten. Ja, weißt du, als wäre es nicht so ein Teil von meinem Leben oder so, ich mal vergessen. Nein. Unser Flex ist, wir sind Studenten. Ich schwöre. Nein, aber was studiere ich? Multimedia Production. Also jetzt Teilzeit. Ich finde es richtig nice, weil es ist halt wie nicht so, ich habe noch Zeit für meinen Content. Und ich lerne eben auch, was du schon gesagt hast, eben so Kamera bedienen, Licht, wie es Licht ist. Ja, das ist nice. Und kommst du auch wieder die Frage über, was machst du nachher damit? Ich schwöre, es geht so. Es geht. Ja, ich habe jetzt auch 4 Jahre, also weil es Teilzeit ist. Aber ich sage dann einfach immer, eben wenn es geht, so Selbstständigkeit weitermachen. Und sonst kann ich es mir auch mega gut vorstellen, so in einem Medienhaus zu arbeiten. Was mich auch noch mega interessiert, ist eher so Werbung. So, keine Ahnung, eben, wie funktioniert Werbung eigentlich von Agenturen? Also, das ist eigentlich auch nice. Und sonst halt eben so Storytelling-mäßig, glaube ich, eher auf meinem Kanal. So. Aber mal schauen, so. Weil ich habe 4 Jahre. Also, ja, fair. Dann habe ich das Gefühl, dass jeder Student wird so gefragt, was machst du nachher? Und ich so, Bro, Alter, ich bin zuerst mal froh, dass ich überhaupt das Studium gefunden habe, das ich jetzt machen kann. Ich glaube, es ist auch nicht mega wichtig. Also, ich habe das Gefühl, früher hat man sich vielleicht noch ein bisschen mehr orientiert an dem, so was machst du später. Aber jetzt man hat so viele Möglichkeiten. Also, Hauptsache, du machst etwas, was dir Spass macht oder so. Was hast du früher werden als Kind? Zuerst Zahnärztin. Was? Ja, ich kann Zähne, weißt, meine eigenen Zähne rausziehen und das habe ich sehr spannend gefunden. Und auch die Zähne von meinen Geschwistern, die habe ich auch rausgezogen, obwohl sie noch nicht mal richtig am Gewackeln waren, also noch nicht zu fest, um sie rauszuziehen. Ich habe es einfach gemacht und die haben so geheult, aber ich habe es geliebt. Nein, Scheiße. Aber eigentlich, nein. Ich habe auch eine Lehrstelle bekommen als Dentalassistentin im Fall. Hey, wirklich? Ja, und dann habe ich aber eben die FMS bestanden und dann habe ich gesagt so... Also bist du jetzt Sek, gell? FMS. Ja, zuerst Sek und nachher nach der 3. Sek in die FMS. Und dann, eben dort ist es auch so, ich weiss jetzt nicht, wie viele noch eben in der Kante sind oder FMS machen, aber ich habe das Gefühl, dort schaut man auch mega fest so,
ich habe FMS Pädagogik gemacht und dann die Leute immer so, du willst Lehrerin werden und so. Ja, eben bei der nach Zahnärztin habe ich immer Lehrerin gesagt. Ja. Stimmt. Ja. Ich glaube, als wir uns so kennengelernt haben, sind wir auch so gesagt, wir beide Lehrerin werden, Ja, oder? Ja, Irgendwie du ist glaubst auch zuerst, aber jetzt nicht Jetzt sind wir mehr. nur Influencer. Eben. Aber willst du es immer noch? Oder? So Lehrerin? Mhm. Bei mir ist irgendwie so das Ding, ich finde es eigentlich schon ein geiler Beruf, aber also so typische Fächer könnte ich glaube, also ich hätte jetzt nicht so ein Fach, wo ich bin, wow, also Französisch oder Spaß. Nein, aber ich finde es so geil, irgendwie eben so ein Fach, das so ein bisschen mit Social Media zu tun hat, mit Medien, also die psychologische Seite interessiert mich so ein bisschen, wie Mental Health oder keine Ahnung was. Ich habe das Gefühl, es braucht einfach noch mehr so Fächer, so, wo allgemein so, keine Ahnung, als Jugendliche vielleicht mega hilfreich sind. Ich glaube, das würde mich mega interessieren, so die Art von Lehrerin. Oder siehst du dich später an der ZHDK dozieren? Also dort ist sie auch so. Ja, das habe ich mir schon überlegt. Das ist echt vielleicht auch geil, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde auch zuerst in die Selbstständigkeit wieder gehen, weil mir das einfach ich merke natürlich jetzt einen Monat Ferien und ich bin wieder so, boah, ja, mein Gott, jetzt Podcast, jetzt das und jetzt das und jetzt das, also 1000 Ideen und nachher so, scheiße, es ist nur ein Monat, nachher fängt das Studium wieder an, wieder weniger Zeit. Aber ja, bei dir? Ja, jetzt ist es ja halt, also weil ich Teilzeit studiere, habe ich ja eigentlich recht viel Zeit für Social Media, manchmal wirklich die ganze Woche eigentlich. Und dort merke ich aber schon so, ja, irgend so ein Ausgleich tut mir vielleicht schon auch gut, so eben, vielleicht schaue ich jetzt auch für was ist das, 20% ist ein Tag, oder? Vielleicht einfach für eine 20% Stelle oder so, einfach weil ich das Gefühl habe, so manchmal so nur Social Media machen, weiss nicht, ich finde es nachher noch schwer, weil du grübelst ja nachher die ganze Zeit über Ideen und dann, du darfst dich eigentlich wie nicht so ein bisschen verlieren in diesem Grübeln, weil ich habe das Gefühl, irgendwann bist du auch zu langweilig, oder? Mhm. Aber ja, wenn du oder es ist einfach bei mir so, ich habe nachher das Gefühl, ich muss jetzt etwas erleben und dann bin ich wieder spannender. Also was man so wie ja. unterwegs bist, oder? Ja, oder vielleicht auch einfach noch eben entweder könnte ich mir vorstellen, so arbeiten zum Beispiel in einem Medienhaus oder so einen Tag, oder einfach, was ich auch noch mega schaue, so vielleicht Tennistrainerin, also oder Sport hilft mir auch mega, weißt, einfach noch irgend so etwas anderes. Es kann eigentlich auch in die Richtung sein, vielleicht nicht gerade so vor der Kamera oder so, also weißt du, nochmal etwas, aber ja, so, das hilft mir mega, oder Sport vor allem. So. Aber wie ist es jetzt beim Studium? Hast du einfach wie einen Tag pro Woche, oder? Eigentlich 2, aber ich muss sagen, so jetzt ist schon recht, also jetzt haben wir so ein bisschen das Grundsemester gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, ja, manchmal hat es wirklich nicht mal die 2 Tage gebraucht. Mhm. Ja, aber sonst, also eigentlich steht, ich glaube, 3-4 Tage Aufwand. Jetzt mal schauen. Vielleicht ändert sich das, weißt du, wenn alles ein bisschen schwieriger wird. Deswegen mal schauen. Aber ich bin mega happy, so weißt, mache ich jetzt etwas nebendran. Ich habe mir auch überlegt, um mal nur auf Content Creation zu setzen und so. Aber ich habe das Gefühl, so gut, nein, ich bin froh, mache ich jetzt noch etwas anderes. So nebenbei. Wäre es weniger die so voll selbstständig jetzt so das machen? Ja, oder vor allem jetzt, glaube ich, weil ich habe das Gefühl, ich lerne jetzt mega schnell, also mega gern, ja. Und lernst schon mega schnell. Mega schnell, sorry, gell? Nein, aber ja, ich gern. Ja, aber später, mal schauen, eben, wenn es sich ergibt, könnte ich es mir vielleicht vorstellen, so. Mhm. Und eben bei Tennis und so, aber sonst noch ein bisschen arbeiten. Also so ein bisschen Balance ist auch easy. So, bei dir, so eigentlich nur, also mal das Ziel einfach voll das. Ja, also bei mir ist das Studium 100%, also von Montag bis Freitag 9 to 5 jeden Tag, darum habe ich halt viel weniger Zeit jetzt und ich merke halt einfach so, ich will mich nicht beklagen, ich habe eigentlich mega viel Ferien als Student halt, zum Beispiel jetzt einen Monat und im Sommer 3 Monate und ich will halt in diesen Ferien halt voll raushauen und einfach zwischendurch jetzt Social Media machen, ich merke, es wird schon hure streng. Also ich glaube, ich könnte jetzt eben, ich hätte gerne fragen, wie es bei dir so ist jetzt noch mit Tennis, aber in dem Fall geht das so ein bisschen. Ja. Bei mir, ich kann keinen Sport nebenbei machen, es wird nicht laufen. Was? Nein. No way! Oh mein Gott. Ich weiss, ich bin einfach ein Mensch, ich brauche halt Sport, weißt du, ich bin auch schon in der Schule so gewesen. Ich brauche einfach Sport, um irgendwie besser können lernen, mich besser können konzentrieren. Deswegen ja, ich brauche Sport. Ich überlege jetzt auch wirklich 3-4 Mal in der Woche Tennis spielen gehen. Also wie viel machst du jetzt aktuell? Jetzt aktuell 1-2 Mal. So. Also einmal habe ich Training und einmal, meine Mama ist halt Trainerin und manchmal noch mit ihr. Aber ich fände es schon nice, so wirklich viel trainieren, eben gerade später, wenn ich vielleicht Tennistrainerin auch noch möchte machen, ist natürlich das mega nice, wenn ich dann besser bin. So, ich meine, es ist schon wichtig, dass du selber recht gut kannst spielen. Und
Ja. Hast du in dem Fall eigentlich, wie, seit du ein Kind, also bist du mit Tennis eigentlich aufgewachsen? Ja, also seitdem ich 5 spiele, Bro, ich verrede mich die ganze Zeit, da kann man nichts rausschneiden. Nein, aber ist okay. Bist du für authentisch, oder? Auf jeden Fall. Ja, seitdem ich 5 bin, ja, spiele ich schon. Mhm. Und dann, ja, aber ich habe es schon gut, aber ich spiele halt nicht so viel, deswegen noch nicht so konstant, aber ich glaube, das verbessere ich jetzt dann und dann, ja. Ich überlege mir auch vielleicht, zum etwas organisieren, so mit meinen Followern oder so ein Tennis-Anlass. Boah, das wäre hurig. Also willst du was wissen? Ja? Ich habe noch nie in meinem Leben Tennis gespielt. Oh mein Gott, okay. Bist du in der Anfängergruppe schon mal? Ja, wirklich. Ich habe Vaterball gespielt, aber das kannst du... Also, wie sagen wir dem, wenn es so ein Bölle ist? Ein Squash? Nein, nicht Bölle. Squash. Squash. Ist Ja, Squash? also Squash ist mit der Wand. Und Federball ist ja... Aber es ist so ein geiler Bölle, so ein softie Bölle. Mhm. Also, ja. Was auch so ein Schläger. Und wie war der Platz gewesen? Also, haben wir einen in der Platz? Schule. In der Schule? Turnhalle. Es ist so ein... Oder, Ja, Es Street... ist wie Federball, aber so mit einem Bölle. Mhm. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, es hat auch eins, wo so Street Tennis oder so heisst und das spielst du eigentlich auf dem Boden. Ja, ohne irgendwie einem Feld. Also schon ein Feld einzeichnen. Aber es ist so ein richtiger, weißt du, so ein bisschen grösser, so ein richtiger Puffy-Bölle. Ein Schwammball, oder was? Irgendwie so, glaube ich. Also So ein- Schwammball. Das ist aus, wie sagen wir dem? Aus Kunststoff. Ja, doch. Das weich. Also, eben, also wir nennen, ist es geil gewesen, oder? Ja, so richtig neon, Mhm. leuchtend. Ja. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das ist, aber bei uns spielen so 5-Jährige mit so Schwammbällen. Wahrscheinlich haben wir das Das kann gemacht. schon sein. Ja, vielleicht weißt du das so als um sich daran zu gewöhnen oder so. Mhm. Aber ja, unbedingt. Wir müssen mal Tennis spielen. Ja. Nein, ich weiss aber gegen dich mit Tennis. Ja, Also kannst du mir, dann hast du so die ersten Erfahrungen mit so, weißt, so Tennislehrer. ja. Aber hättest du den Hype zum Lernen, oder? Eigentlich schon. Also der Can hat ja schon mal Tennis gespielt und er hat eigentlich so gedacht, also wir haben überlegt, ob wir mal so zusammen einen Sport anfangen. Wir haben mal letztes Jahr haben wir so Gym angefangen und nach so 5 Mal Gymbesuch haben wir keinen Bock mehr gehabt. Und nachher ist eben so, wir können ja Tennis machen und so. Und ich so, ja. Und dann sind wir mal Federball spielen und ich bin halt so unsportlich und ich habe so mega lang, bin so schnell, ich nicht mehr mögen und dann nicht mehr Lust gehabt. Und darum hatte ich keine Lust mehr, mit mir Tennis spielen. Das ich ein bisschen verstehen. Darum, aber ja, ich finde es eigentlich schon geil. Ich glaube, also ich mag allgemein also Teamsport. Also gut, kann man das als Teamsport? Also es gibt Doppel, dort bist du zu viert auf dem Platz und Okay. sonst Einzel bist du allein. Okay, für mich ist es halt Teamsport, weil du halt mit jemandem spielst. Yeah. Ja gut, weiß auch nicht. Aber Aha. es macht voll keinen Sinn. Nein. Ja, nein, es macht eigentlich keinen Sinn. Aber ja, du siehst, mein Sportwissen ist sehr begrenzt. Aber ich finde es eigentlich geil. Also allgemein im Fall so Events, das wäre safe geil. So. Ja, safe. Und eben, Maelo spielt ja auch. Sonst, wer hast du jetzt vorhin noch gesagt? ja, ein Kollege vom Gustino macht Ja, auch stimmt. White. Aber eben so Leute, aber wenn ich mit diesen Leuten spielen gehe, dann ist es einmal so, weißt du, so, keine Ahnung, ich sage jetzt so, hey, heute läuft meine Vorhand oder so nicht. Dann sage ich, okay, übe. Bro, ich stottere sogar. Ich habe meine Krankheit entdeckt. Nein, aber eben dann sage ich so, nein, dann schau, dann tun wir ein bisschen Vorhand üben. Dann sagen sie, nein, voll nicht und so. Deswegen habe ich dich jetzt gefragt, ob du motiviert wärst. Weißt du, wenn jemand... Manchmal, wenn es eben gar nicht so hilft. Ja, keine Ahnung. Das siehst du ja dann. Gehen wir mal. Vielleicht bin ich so nach 2 Minuten nicht mehr motiviert. Aber jetzt Ja. wäre ich noch motiviert. Ja, aber ich hätte einen Hype. Ja. Ja, aber du deine ganze Familie Tennis spielen? Meine Mom ist Trainerin und sonst können es alle, bis auf meinen Dad, er ist nicht so gut. Aber ja, die können. Aber mein Bruder hat mega lange Handball gespielt und jetzt auch Tennis und Gym. Und meine Schwester spielt Volleyball, die kennt ihr vielleicht auch von TikTok. Und dann habe ich nochmal einen Bruder und er spielt Basketball. Boah, er liebt Basketball. Er will, wie heisst das? Wenn du so hure gut Basketball spielst. Bro, was fragst du mich? Ja, ich habe gerade dich angeschaut. Keine Ahnung. Egal. Nicht Champions League oder das andere im Basketball. NBA oder so. NBA, glaub's. NBA heisst das, glaube ich. Ja. Okay. Ich glaube, das sind Profi-Basketballer in den USA. Stimmt. Ich vergesse einfach immer, dass du 3 Geschwister hast. Weil wenn du sagst, du hast 3 Geschwister, dann bin ich so, ja, ihr 3. Aber das ist einfach, du hast ja 2 Brüder. Weil von der einen hat man mal gesehen, aber den Älteren hat man nie. Ah ja, der gesehen. eine, ja, aber er will jetzt auch nicht mehr richtig, weiss, auf Social Media.
Und der andere eben ist wie alt, ich glaub's 20, ja, 20, also wir haben 1 Jahr Unterschied und er will auch nicht, weißt, und das respektiere ich auch voll so, also müssen auch nicht. Meine Schwester, sie hat noch den Hype, dann ich so, let's go, ich meine, es ist auch cool, ein paar sind auch schon zu mir gekommen, so mega cool, cooler Schwester-Content oder so und das ist dann auch nice, wenn du so also ja, das hast zum... Ja, nein, ich finde es allgemein, mir macht es mega Spaß, so mit anderen Leuten eben so Content machen. So zum Beispiel ein Podcast ist als Zweites so viel geil, weil du bist so wie so das Ping-Pong, weißt so hin und her, kannst einfach reden, kannst einfach labern. Und jetzt zum Beispiel, bei mir ist auch meine ganze Family halt auf Social Media eigentlich und das ist mich so entspannt, wenn du so die Heim gewohnt hast. So, ja, hast du Lust mit mir Podcast machen, hast du Lust mit mir das machen, so. Das ist schon geil. Ja, vor allem, dass du dann auch weißt, hey, meine Mom denkt wahrscheinlich nicht so blöd von mir oder so, weil sie macht es selber auch. Also, das ist ja. schon so. Ja. Nein, bei mir ist es auch, ich glaube, meine Eltern haben es mega lange nicht so gecheckt, aber jetzt so, durch so Kooperationen und so, sind sie nachher auch aufmerksam geworden, so, Agnes, was... Jetzt sehen sie Cash, so, oh! Ja, wirklich, und jetzt denke ich so, erst jetzt? Ah ja, stimmt, wie haben deine Eltern so ein bisschen reagiert? Oh, haben sie es, ja... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin auch mega lange nicht so offen mit dem Thema. Es war wie so ein bisschen mein eigenes Ding. So, weißt, ich bin aber immer in mein Zimmer, habe zugetan und dann habe ich so dort meine Ruhe gehabt, habe auch nicht richtig so gesagt, was ich mache und so. Und dann eben haben die Events angefangen und dann fällst irgendwie 2-mal in der Woche mal oder das ist so spät. Ja. Die Events sind ja erst so im 22 oder so. Ich habe das Gefühl, vorher habe ich noch nie am Events gesehen, wirklich. Und jetzt irgendwie erst nach Corona und Lockdown und also nach Lockdown vor allem, sind erst irgendwie Events entstanden, weil vorher in der Schweiz hat es keine Events wirklich gegeben, weil es halt einfach keine Influencer gegeben in der Schweiz. So. Ja, also ich glaube eben sicher, es hat sicher so 4 Jahre gebraucht, bis sie überhaupt mal irgendeine Frage gestellt haben oder ich irgendwie etwas erzählt habe oder so. Ja, aber weißt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, es hat es auch nicht nötig oder so in dem Sinn, vielleicht, weiß auch nicht, weil es ist immer noch, also weißt, meine Eltern sind ja auch immer noch eine andere Generation und dann ist es immer, weißt so, keine Ahnung, noch schwierig so zum Abschätzen, so, also, können sie jetzt helfen überhaupt oder nicht, oder weißt, also, ich mache einfach keine. Ja. Aber wie bist, das ist jetzt komplett Themawechsel. Du machst ja nicht nur schweizerdeutschen Content. Ich weiß nicht seit wann, aber du machst jetzt seit einer Zeit auch hast einen ungarischen Kanal, weil du bist ja voll Ungarin, oder? Ja, beide Eltern sind von Ungarn, ja. Ja. Und du kannst auch Ungarisch reden und machst einen ungarischen TikTok-Account. So, seit wann machst du den? Ich glaube seit dem April, also 22. Jahr. 22. Ja, noch nicht ganz ein Jahr. Glaube. Also ja. 23. 23, ja. Ja. Bro, man hat schon 24. Oh mein Gott. Das geht so schnell. Ja, genau, 23. Also noch nicht ganz ein Jahr. Ich habe jetzt einfach später angefangen. Ich habe halt auf meinem Schweizerdeutschen habe ich angefangen so Wörter aus dem Schweizerdeutsch ins Ungarische übersetzen. Und dann sind voll abgegangen auf meinem schweizerdeutschen Kanal. Aber so halt von Ungarn ist es eher auch noch angeschaut worden. Und dann ich so, nein, es kann nicht so weitergehen, wenn jetzt alle Ungarn auf meinen schweizerdeutschen Kanal kommen. Und dann habe ich einen zweiten Kanal gemacht. Und seitdem, die lieben mich, keine Ahnung. Also ja, weil, ich weiß auch nicht, ich glaube, es war einfach die richtige Zeit gewesen, zum Anfangen, aber andererseits ist es auch einfach so der Content. Also ich weiß gar nicht, ob Ungarn einfach viel mehr interaktiver ist, also wirklich so Kommentare hat es sicher immer 300 oder so, das ist eben schon krass. Ja, weil da in der Schweiz irgendwie immer viel weniger so. Und ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, eben, die Ungarn interagieren so ein bisschen mehr. Ich habe auch das Gefühl, so Deutschland einmal, also wenn meine Videos in Deutschland abgehen, weiß nicht so. Also man merkt so richtig jetzt den Unterschied zwischen den Ländern, wenn man so zweisprachig Content macht. Das ist schon mega spannend. Aber also wie viel hast du jetzt auf dem ungarischen Account? Ich glaube auch 120'000 oder so. Das ist schon mega heftig, eigentlich. Ja, aber weißt du, so, ich erkläre mal schnell, was ich eigentlich dort für einen Content mache. Ich glaube, die Schweizer checken es gar nicht. Manchmal ploppe ich so auf bei den Schweizer. Ja, bei mir auch. Und ich bin so, weißt du, verstehst du, so eine so Schweizer? Ja, oder was reden die? Es ist einfach, ich probiere Ungarisch reden und dann nehme ich Gegenstände, zum Beispiel ein Handy, aber mir fällt gerade das Wort nicht ein auf Ungarisch und dann rate ich einfach, was Handy könnte heißen. Und das finde ich dann sehr spannend, so, keine Ahnung, so, mein Gott, ich weiss das Wort nicht und die wartet dann, dass ich das Wort weiss, ich weiss es nicht. Nein. Aber ich kann schon gut Ungarisch, es sind dann auch, also weißt so ein bisschen schwierigere Wörter wie jetzt
ich kann nicht mal Deutsch, Rollladen, ja, Rollladen. Ja. Zum Beispiel. Aber du bist schon Ungarisch, also ist das deine Muttersprache? Hast du das zuerst gelernt oder hast du Ja. zuerst Deutsch gelernt? Ja, zuerst Ungarisch und nachher in der so wie sagt Krippe? Krippe? Ja, Krippe. Krippe. Ich habe es gerade selber nicht gesagt. So die Grippe. Manchmal weiss ich auch die schweizerdeutschen Wörter nicht. Ja. Kannst du eigentlich nicht auch auf Schweizerdeutsch machen? So die Grippe. Ja, wirklich, manchmal. Und ich habe mal nicht mal checken, bis du so Grippe sagst. Ich so, ja, das macht eigentlich viel mehr Sinn. Ja, eben, so denken dann wahrscheinlich auch so die Ungarn, die die Videos schauen, die checken es dann im Moment zuerst selber nicht. So, was heisst es schon wieder? Also du bist eigentlich wie die Schweizerin, sozusagen im ungarischen Content. Ja, und es hat schon auch Leute, die mir von der Schweiz folgen oder von Deutschland oder Österreich, weil es halt wie related mit so Ausländern sind. Aha, also wie auch, die Ungarisch verstehen, aber dann halt auch in der Schweiz wohnen genau, oder so. in der Schweiz wohnen oder in Deutschland oder Österreich und dann, ja, so. Das ist schon, schon das ist schon crazy. Aber also wie, hast du zum Beispiel auch schon Kooperationsanfragen bekommen von ungarischen, also weißt du, so, was du vom ungarischen Account kannst machen? Ja, aber ich würde sagen mal eher noch so kleinere oder so private Leute, die ein bisschen anfragen. Aber auch für so, ich habe das Gefühl, dort sind so YouTube-Shows und so hure populär. Oder so. Die haben mich einfach eingeladen für so YouTube-Shows. Ich so, was, das gibt's? Hä? Für mich als würde ich irgendwie mit Leuten von Amerika reden oder so. Yeah. Aber ja, ich habe mich irgendwie noch nicht so getraut, da wirklich dort irgendetwas anzunehmen. Einfach nur schon, ja, so die Sprache schüchtert mich auch schon manchmal so. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht bräuchte ich dort mal wirklich, müsste ich mal meine Eltern ein bisschen fragen, so, hey, hilf mir kurz. So. Aber vielleicht ist es auch geil, also wenn gerade das dein Content ja ist, wo es so ein bisschen weißt, so um die Sprache geht, dass du nicht alles weißt, sodass es ja vielleicht dann auch nicht schlimm ist. So. Ja, oder stimmt, oder vor allem, jetzt wo du sagst, so die Sprache nicht können, ich glaube vor allem Sprachschulen schreiben mir so. Das ist schon crazy. So, ja, willst du Ungarisch lernen? ja, oh mein Gott. Oder Schweizer, ja nein, Ungarisch lernen. Ja. Oder anderen Leuten zeigen, wie man Deutsch lernt oder so. Wow, Lehrerin erreicht, Aber wenn du das entscheiden zwischen dem Account, so Schweizerdeutschen oder Ungarischen? Boah, nein, Schweizerdeutsch, ganz klar. Schon? Ja, ich mache es halt schon viel länger. Und ich habe jetzt so viele Videos, weißt, ich habe das Gefühl, ich könnte das wie nicht aufgeben. Und Ungarisch ist mir wirklich auch nicht so, also, es klingt jetzt blöd, aber wie soll ich sagen, ich habe nicht so nahe oder so. Ich gehe einfach, wenn mir langweilig ist oder so, mache ich schnell dort ein Video. Aber ich habe nicht mal richtig Zeit, wirklich, um dort so voll reinzustürzen und nachher alle Kommentare so durchlesen und genau so herausfinden, was die Leute wollen und so. Also ich gebe mir schon Mühe, ich mache so viel ich kann, aber du weißt, wie es ist so zum Content Creator sein. Es ist dann eben noch 2 Kanäle. Ja. Kannst halt nicht bei beiden 100% und so, aber ich mache das Beste und so. Aber es ist eigentlich schon geil, wenn du so zwei Muttersprachen hast, so, dass du einfach so 2 Welten jetzt siehst. Ich habe mir schon überlegt, ich gehe auf Genf in einem Jahr, so für ein halbes Jahr. Ich hoffe, bis dann kann ich so nachher so recht gut Französisch. Und das eigentlich, also ich habe mir schon überlegt, einfach so einen französischen TikTok-Kanal. Ich finde das so funny, aber ich hätte glaube ich Angst, so judged zu werden. Weil so Ungarisch, zum Beispiel in der Schweiz, du kannst nur Ungarisch, wenn du zum Beispiel jetzt ungarische Wurzeln hast, oder wenn du es wirklich aktiv lernst. Aber so Französisch haben halt alle in der Schule. Und dann ist dann so, vielleicht gibt es die in der Schule sind, weißt du, die nur in der Schule sind und mega gut sind. Und ich bin dann halt so, keine Ahnung, vielleicht dann, ich weiß es nicht, aber ich finde es echt geil. Ja, vor allem wir verstehen es halt so. Also ich kann nachher schauen, so die Nati ist sehr bei einem 5,5, ist sie bei einem 5. Kannst du Französisch? Also kannst du gut Französisch? Boah, was habe ich gehabt? Nein, ich bin immer genügend gewesen, so 4,5, glaube ich. Ja. 4,5. Ich bin gut, reden ist okay und so, aber Grammatik bin ich eh nie so richtig Fan gewesen. So Grammatik Englisch, Grammatik Franz. Nicht so meine Stärke, sage ich mal. Ja. Aber reden, ja. Aber ich habe nicht so das, also ich finde es crazy, dass so so motiviert bist zum Franz wie lernen. Ja, ich habe jetzt mehr Englisch, also so. Ja. Du hast doch einmal, oder? Bist du doch nicht auf London gegangen? Ja, in die Sprachschule? Ja, aber nur für eine Woche in die Sprachschule. Okay. Und ich würde schon mega gerne. Also ich schaue jetzt auch, dass ich sicher so 1-2 Monate irgendwie... Also England hat mir schon mega gefallen. Ich glaube wieder England, so dort hingehen. Das, ja,
Ja, was kannst du so sagen von Sprachschulen? Ich würde es schon empfehlen, oder? So. Also ich war halt in Montreux und in Lyon. Ich habe es super geil gefunden. Also es ist halt so ein bisschen, Montreux ist halt wirklich, ich glaube 80% sind Schweizer gewesen, weil halt, wenn du Französisch lernst, also wenn du keine Ahnung von sonst irgendwo kommst, dann gehst du nicht in die Schweiz Französisch lernen, sondern gehst wahrscheinlich auf Frankreich oder sonst irgendwo, weiß ich nicht. Darum, ja. Aber sonst habe ich es übel geil gefunden. Also ich habe mega viel mehr gelernt, als wenn ich jetzt einfach in der Schule war. So. Aber würdest du nicht wollen, eben auf Frankreich jetzt, um wirklich so mit Franzosen zu sein? Also anstatt Genf meinst du? Oder? Ja. Also klar gibt es so gewisse Sachen, zum Beispiel sagen so in, also es gibt so wie, ich habe so französische For You-Page, das ist noch lustig, weil da gibt es so Leute, die in der Schweiz wohnen und Französisch reden und dann sagen sie zum Beispiel «Natel», also weißt du, im Handy, und normale Franzosen sagen so «Telefon» und dann ist so «Was, Natel?» und das ist dann so funny, aber, oder so Zahlen sagen sie auch anders. So, wir haben ja mega kompliziert in der Schule gelernt. So «99» oder keine Ahnung, weißt du, so, wir dann ja wie so rechnen. Ich weiss, du hast wahrscheinlich auch so gelernt, oder? Ja, wieso? Also ist es irgendwie anders? Oder ja, es ist ja wie 90 heisst zum Beispiel 90. Also 80, also 4 mal 20 und plus 10, also plus 10, das ist 90. Und im Welschen sagen sie einfach 90, glaube ich. Also, was? Ja. Dann hättest du gedacht, Bro, wieso habe ich Franz gemacht so lange? Ich glaube, es ist 90, ich bin mir nicht sicher. Aber, ja, einfach so viel simpler halt, wo ich denke, ja, aber darum, keine Ahnung, ich glaube, es macht nicht so einen mega Unterschied. Und es ist halt geil, einfach Genf, du kannst am Wochenende ein. Ah ja, stimmt. Ja, voll, darum, ja. Aber sonst reisen, also wirklich, das wollte ich mehr. Schon? Aber ich glaube, das ist schon geil. Ja, aber eben so, du musst halt schon genug, wie machst du das mit dem Planen, so, du bist schon früh. Ja. Also weißt du, so, ich habe das Gefühl so, boah, ich bin überfordert, ich weiß gar nicht, wo anfangen, welche Internetseite oder weißt du, so. Oh mein Gott, ja, ich gehe jetzt mit dem Can, also die den Podcast hören, genau dann bin ich gerade in Paris. Aber Alter, ich bin so überfordert, weil du fängst schon so an, okay, also weißt du, Zug oder so, geht ja noch easy zum Buchen. Das ist nicht so schwierig. Aber nachher ein Hotel suchen, weißt du, was ist gut, was ist nicht gut? Es gibt ja es gibt so viele Sachen, ich finde das auch so schwierig, ich bin so schlecht in dem. Und wie machst du, also tust du das alles schon im Vorhinein oder einfach, ja, dort auch viel nachschauen? Aha, also ins Hotel schon im Vorhinein. Ja. Aber so gewisse Sachen, ja. Ich bin mega überworden, was so Inspo auf TikTok holt. Also so Paris, nice Hotel, so wenig Cash, so. Yeah. TikTok ist voll ein gutes Suchding, also herausgefunden. Also im Fall auch, ja, also gerade so Essensspots. Gang, wenn du irgendwo, wenn du in Ungarn bist oder sonst irgendwo, gibt es so Essensspots, so Breakfast oder irgendwie so ein. Und dann halt, du siehst es halt eben auch gerade. Und das ist halt wirklich sehr geil. Ja. Oder das ist so, was ist schon gewesen? Ich habe es ja schon auf TikTok gesehen, dass wenn du an einen Ort gehst, gehst du zum Beispiel in Paris ein, und das heißt so, ich weiß gar nicht mehr, aber so Orte, die nicht typisch touristisch sind, die nice sind, weißt du, so. Ja. Das ist dann halt richtig geil, wenn du halt so Sachen siehst, weil sonst gehst du einfach nach Paris, gehst, ja, der Eiffelturm, sagen gerne, Notre Dame, bla. Ja, so Insights. Oder eben, nachher machst du es du irgendwann, so, wenn du dort bist, kannst du auch selber so Content machen. Okay. Ich schwöre. Das ist schon geil. Ja, voll. Eine weirde Fan-Story. Also ich habe übrigens eben auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen stellen könnt, darum habe ich da ein paar Sachen mir notiert. Hast du mal eine weirde Fan-Story gehabt? Oder einfach so eine Fan-Story, die so... Weird. Ist das eher so positiv oder negativ? Ja, also im Sinn von weird vielleicht so ein bisschen... Es waren ja nicht mal Fans, aber sie haben sich vielleicht erkannt. Und es ist einfach es ist so eine unangenehme Situation gewesen. Oder warst du vielleicht auch disrespectful oder so? Ja, nein. Eigentlich glaube ich eher herzig, aber für mich war es vielleicht in dem Moment weird gewesen, weil ich es mir nicht gewohnt war. Es war so an der Bahnhofstrasse in Zürich und ich mache jetzt eben den ungarischen Kanal noch und den Schweizerdeutschen schon lange. Und halt vom Schweizerdeutschen kennen mich so Gen Z, halt die Jungen, so die Jugendlichen, die Gruppen. Da bist du einfach schon irgendwie gewöhnt, so ey, die rufen dir Sachen zu oder das... Oder werfen dir Blick zu, so irgendwann gewöhnst du dich ja an das und das ist jetzt für mich jetzt nicht mehr so weird. Aber irgendwann dann wirklich so der Bahnhofstrasse ist so eine, keine Ahnung, 50-Jährige zu mir gekommen, so eine Mutter, mega lieb und so, aber für mich war es auch dann ein bisschen weird gewesen, weil, keine Ahnung, sie ist so gekommen und sie so, ja, ich schaue deine ungarischen Videos immer mit meinen Kindern und so. Und das ist für mich wirklich so eine neue Situation gewesen. Du kommst, keine Ahnung, so eine andere Generation kommt eigentlich zu dir und sagt, dass es für mich einfach ungewohnt gewesen. Mega herzig natürlich, aber einfach, für mich ist es auch so. Das ist jetzt das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt.
Vor allem, wir schauen so mit der ganzen Familie an. Ich stelle mir so vor, Ja. bis um die Nacht. So, jetzt schalten wir noch die Agnes ein. Ich schwöre, Und dann schaust du alle zusammen, Ja. schaut so den Kanal durch. ich schwöre, so eine Serie oder so plötzlich. Ganz anders, so ganz neu, aber Ja. ist ja eben so. Ja, ich mega herzig, ja. Und ich habe aber das Gefühl, so auf meinem Ungarischen schauen aber auch noch viele andere Generationen zu. Also ich weiß nicht, ob es an Ungarn liegt. Ich glaube eben schon, dass dort einfach schon viel mehr auch Ältere drauf sind. Ja, so ich habe das Gefühl, diesen Leuten ist es ein bisschen langweilig und dann gehen sie einfach mega oft auf TikTok. Und ich glaube, da in der Schweiz sind noch schon so 30-Jährige mega busy und so und haben gar keine Zeit für so TikToks. Und ich glaube, die sind eher auf Reels, kann ich mir vorstellen. Ja, Weil Instagram fair. haben halt schon viel. Alter, Kroos im Hals. Nein, wie sagen wir dem? Krot im Hals. Ich weiß kann es auch nicht. Ich Frag kann auch nicht kein mich. Deutsch. Warte, Kroos im Hals? Nein, ich kann Ah, Kloß. Nein, das ist etwas. Kloß, doch, Kloß. Krot. Das habe ich noch nie gehört. Dann Kloß im Hals ist ja, wenn du so also wenn du so... Kennst du, wenn du kurz vor dem Heulen bist? Aha. Dann hast du so... Aha, wirklich? Ich dachte, wenn du so ein bisschen etwas spürst oder so, ist gerade Kloß im Hals. Also du spürst schon... Hast du noch nie so gekühlt oder so fest gekühlt, dass so weh gemacht hat im Hals eigentlich? Ja, dass du dann ist so nicht mehr ein kannst Kloß im- reden und so. Ja. Ja. Also jetzt machst du mir gerade Angst, dass es nicht richtig ist. Und dann bin ich rot im Hals so... Wenn so auf einmal so... Wenn man so Wie tönt wie ist so ein... Wenn man tönt wie so ein 50-jähriger Opi rauchen, so... so redest du einmal. Okay. So wie ich gerade vor. Aber ja. manchmal mache ich das. Ich habe gerade gedacht, so, ist es schlecht? Und manchmal mache ich so... Und das hört man, glaube ich, eben. Aha. Schauen wir dann. Ich glaube, die Leute verzeihen es uns. Ich Sorry. hoffe Und sonst ASMR. Ja, du Stimmt. bist schlimmer. es. Voll muss auch. Können wir mal einen Kommentar schreiben, ob man das so der ASMR-Content wäre? So. Was? Ob das geil ist? Haben wir das gehört? Aha. Wasn't me. Nein. Es gibt einfach mega viele Leute, die so den Podcast zum so Einschlafen hören. Die sind so schnell gerade alle Denkst- eingeschlafen. So. Oder sind Puh. voll auf, Sorry. also weg. Nein, okay, sorry. Wir hören auf. Eben darum, jetzt müssen wir eigentlich wieder schreien, dass wir wieder aufwachen. Ja, und sonst so, wenn so... Keine Ahnung... Hast du so amigs so, dass Leute... Merkst du, wenn dich jemand erkennt, aber nicht irgendwie dich anspricht? So blickmäßig. Ja, das ist mega oft so. Ich glaube, früher habe ich auch immer gesagt, schau, kommt zu mir und so. Aber mit der Zeit, ich habe es selber gecheckt, zum Beispiel, oh mein Gott, Leute, ich habe einfach die Lena im Glattzentrum gesehen, jetzt letztens von Lisa und Lena. Sie ist im Wirklich? Glattzentrum Ich habe sie am gesehen. Frauenfall gesehen. Ah, Ja, mega random, ja. Ja, sie ist irgendwie voll in Zürich. Aber im oder? Glattzentrum? Ja, mit Oha. so Friends einfach. Hä, mega random, ja. Ja, aber ich bin auch dort so, ich habe mich mega gefreut, dass ich sie gesehen habe. Aber ich habe sie nicht angesprochen. Mhm. Ich habe jetzt im Nachhinein auch überlegt, so wieso. Aber ich habe einfach das Gefühl, ich habe jetzt wie so ein bisschen mit dem abgeschlossen. Sie war so Musical.ly-Zeit, jetzt ist sie so, ist okay, ich habe sie gesehen. Und ich weiß auch nicht, vielleicht eben, ich glaube, gerade vor allem, weil ich zum Beispiel jetzt TikTok mache, sehen mich die Leute einfach, vielleicht verfolgen sie mich nicht, aber sie haben mich schon mal gesehen oder sie kennen mich und dann sehen sie mich in Real Life und wenn nicht unbedingt mit mir sprechen, aber sie sehen mich. Und deswegen habe ich mich jetzt wie so ein bisschen mit dem abgefunden, dass die Leute vielleicht schauen, aber nicht zu mir kommen. Ja, das Ja. ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich habe das einfach so ein bisschen einsehen, so hey, wieso passiert das, wäre so ein bisschen bewusst das hinterfragen und das hat jetzt schon genützt. Am Anfang habe ich so, Alter, Bro, oh mein Gott, die schauen mich an. Ich finde das manchmal eigentlich schon ein stranger Gedanke, weil, also, keine Ahnung, manchmal, wir laden ja einfach Videos auf und klar, du siehst so eine Zahl, aber ich zum Beispiel gerade so, ich habe ja mega im Lockdown, habe ich ja zum Beispiel mit TikTok angefangen, wir sind ja gerade beide, vor allem im TikTok so ein bisschen groß, also im Lockdown so ein bisschen auf TikTok groß geworden. Ja. Und ich weiss einfach noch, wo der Lockdown so ein bisschen vorbei war, so die ersten Läden haben wieder offen gehabt. So. Und ich bin mit meinen Eltern in den Laden gegangen, so einen Kleiderladen, und ich bin einfach 5-mal erkannt durch den Kleiderladen. Und das ist für mich so richtig so, holy fuck, was passiert da gerade? Und so auch meine Eltern, mein Dad hat richtig cringy Situationen gemacht. Das ist irgendwie, nein, es war auch so richtig ungewohnt gewesen, dass einfach so von null irgendwie, weißt du bist halt nie irgendwie die ganze Zeit im Lockdown nie damit konfrontiert worden und auf einmal so, was ist jetzt los? Und dann kommst du Blick rüber und du bist zuerst mal so, was sagst du mir, sehe ich hässlich aus?
Und dann, ja. Haben sie dich auch angesprochen oder einfach wirklich 5 Leute, die dir so Blick zu Mal 5 Leute sind zu mir gekommen und haben gefragt, ob sie ein Bild mit mir machen können. So, aber das ist dann, ja, also klar, ja, vielleicht am Anfang ist es so überfordernd oder so. Aber wenn du jetzt, also wenn das du jetzt würdest erleben, würdest du es dann ein bisschen anders. Nein, logisch. Also ich habe ja vorher schon YouTube gemacht und da bin ich ab und zu vielleicht mal so wieder erkannt worden. Aber dass ich einfach in einem Laden bin so 5-mal, das ist so crazy. Yeah. Aber ja, eben, es ist ja wie, keine Ahnung, mittlerweile so blöd es klingt, aber man gewöhnt sich irgendwann so ein bisschen daran, dass wenn man halt jetzt im Zug ist und vielleicht so eine jugendliche Gruppe durchläuft, dass es blöde Blicke gibt oder dass es auch mega herzige Momente gibt. So. Voll. Fair, aber manchmal wünsche ich auch so, wenn ich gerade so heimgehe vom Training aber abbiege und ich halt so wie dort durchlaufe, wo ich wohne, dort wissen, glaube noch die meisten, dass ich halt Content mache. Und dann wirklich, ich weiss einfach, ich kann fast nicht durchlaufen, ohne dass mich Leute jetzt anschauen. Und das ist dann schon so, ja, man hat nicht, sagen wir mal, nicht immer Lust drauf, vor allem, glaube dann, wenn man genau weiss, hey, die erkennen mich wahrscheinlich und die schauen mich einfach an und sagen nichts und so. Also ich glaube mehr, dass wenn du schon weißt, hey, es wird passieren oder schon genau siehst, so, das kommt, dann ist es immer so, und ich habe es viel lieber, wenn jemand einfach zu mir kommt und dann redest du einfach und keine Ahnung, von mir machst du das Bild oder irgendwie so, aber einfach so einfach auf einem zukommen und nicht irgendwie so das, ich weiß nicht, das fühlst dich so, ich fühle mich so, ich weiß nicht, ob man das kennt, aber so, wenn doch so egal, ob jetzt dich jemand kennt oder nicht, aber wenn du so angestarrt wirst, dann hast du so den Blick im Nacken. Und ich merke zum Beispiel nur schon, wenn ich dann laufe, ich habe das Gefühl, ich muss mega schauen, wie ich jetzt laufe. Oder zum Beispiel auch, wenn mir jemand zuschaut, wenn ich esse oder so. Ich kann das gar nicht. Ich bin dann so auf einmal mit 1000 Gedanken machen, dass ich blöd aussehe. Oder keine Ahnung, so richtig. Da kommen so alle meine Insecurities auf einmal raus, weil ich mich so beobachtet fühle. Und das ist so unangenehm. Aber sagst du dann einmal, hey Leute, ihr dort hinten, habt ihr mich gerade erkannt? Oh nein, nie. Also das würde ich nie machen. Nein. Ich bin auch ein bisschen so, wenn so eine Gruppe, irgendwie, also sagen wir jetzt so im Zug, und es ist so, du bist in einem 4-Abteil und im anderen 4-Abteil hat es so, kann ich 4 Jugendliche, du merkst halt richtig, so, die schauen, die flüstern, die geben das Handy um und sind so, oh, und dann hörst du so mal die Namen, weißt du, so im Flüstern und es ist einfach so richtig obvious. Yeah. Und dann bin ich auch so, ich tue dann halt einfach wirklich immer so, als würde ich es nicht mitbekommen. Weil was willst du so zurück... Also ich weiß nicht, ich bin aber so befordert in solchen Situationen. Weil eben, wenn man auf mich zukommt, dann ist ja voll easy und dann kannst du ja voll reden. Und, das ist ja voll, und so bin ich so... was mache ich jetzt? Sag ich jetzt so, hallo Leute, ja, redet ihr gerade über mich? Oder, I don't know, ich bin so unangenehm. Ja, aber manchmal, wenn so mein Name fällt, so, sie sagen so, ey, das ist doch die Agnes, dann schaue ich manchmal extra so auf und sage, ja, das bin ich. Ich weiss, endlich Himmel, jetzt ist genug und so. Und dann eben ändert sich schon, dass sie eher ruhiger sind oder je nachdem kommen sie auch eben, sprechen sie wirklich mit dir. Also du brichst eigentlich wie so die 2 Seiten von die reden und die so ruhig. Ja, aber eben, ich habe so zum Beispiel gerade so, kennst du Nether? Das ist so von den Jindawis, Luisa und Nether, oder egal. Machen die amerikanischen? Nein, in Deutschland. Oh, habe ich nie gehört. Ja, egal. Ich sage einfach schnell, eben der eine, der Mann, ich kann dir das nachher noch zeigen, aber der eine Mann, ist auch erkannt worden und der hat dann so seinen Fans gesagt, ey, wenn ihr ein Foto oder ey Jungs, was ist los und so. Und seitdem ich das jetzt wirklich auch noch gesehen habe ich das Gefühl, ich muss das auch wirklich öfter machen, vielleicht so. Oh, aber das finde ich eben so unangenehm. Zum Beispiel mein Dad hat so eine... es ist so unangenehm! Oh Gott, was kommt jetzt? Ich habe vor 2 Jahren, Anfang 2022, habe ich mein Zimmer komplett ausgemistet, habe meine alten Möbel verkauft und neue Möbel gekauft. Und ich habe meine alten Möbel einfach in die Story da und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, so einen 50 Schutz und dann kannst du mir abholen, keine Ahnung. Ja. Und dann hat sich halt Leute gemeldet und die sind halt zu mir hergekommen. Und es hat auch jemanden gegeben, der gesagt hat, hey, mein Kollege bräuchte ein Pult. So. Und ich so, ja, keine Ahnung. Und dann hat er sich halt bei mir gemeldet. Aber der hat mich auch gar nicht gekannt, weißt du, so, das sind nicht alles einfach Fans, die das Zeug bei mir kaufen. Das sind einfach Leute, die mich, keine Ahnung, so. Und dann ist der das Pult abholen mit einem anderen Kollegen, der mich wahrscheinlich noch nie gesehen hat. So. Und mein Dad hat irgendwie das Gefühl gehabt, das sind jetzt richtige Fans von mir, sind das sogar abholen. Dann sind wir es halt so rausgetragen. Und weißt du, für mich logisch so, das ist einfach normal, keine Ahnung. Und dann kommt mein Dad so, wenn ihr nicht noch ein Foto mit ihr machen? Oh mein und ich Gott. bin so gewesen, nein, Papi, nein, das kannst du jetzt nicht sagen, nein. Und sie haben einfach nichts gesagt.
Und er sagt es einfach nochmal. Er einfach so, wenn der kein Foto mit ihr von Papi hat, ich hab gedacht, meine Fresse, Alter. Nein, es war so unangenehm gewesen. Und dann hat er ein Foto, also dann hat er, also die haben nachher das Gefühl gehabt, mein Dad will jetzt ein Foto mit ihnen zwei. Und dann hat er so, ja, dann geben wir das Handy. Also weißt du, sie sind so gewesen, ja, okay. Und nachher mit Dad also, ja, dann geben wir das Handy. Es war einfach so awkward gewesen, dass mit Dad von uns ein Foto gemacht. Und die habe ich wahrscheinlich noch nie. Es war einfach so awkward gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt haben sie ein Foto mit dir. Ja! Sie haben gar keine was. Aber wie random. Das sind wahrscheinlich ins Auto gestiegen und haben einfach das Gefühl gehabt, what the fuck, wer denkst du, wer du bist? Ja. Oder wer denkt mit Dad, was er für eine crazy Tochter hat oder keine Ahnung. Fair, Das war so unangenehm. ja. gewesen. Sie haben immerhin jetzt ein Foto, weißt du. So. Vielleicht haben sie sich nachher so angeschaut auf Social Media und haben sich nachher gefreut. Jetzt haben sie so ein Kopfküsschen. Nein. ein Kopfküsschen. Und das Kopfküsschen haben sie jetzt das Aha, Foto da. stimmt. Nein, Oh mein nein, das ist so. Aber eben, mein Dad ist im allgemein so ein Mensch, der macht wirklich die unangenehmsten Situationen. Okay, ja, das ist dann aber wirklich auch schon dann das Unangenehme vielleicht. Ja. Also, Er hat auch schon angesprochen, du bist ja mega am Zittern im Fall. Weißt du, so voll so richtig. Mein Dad hat, glaube ich, das Gespür nicht so ganz. ja. Alter, wie lange sind wir jetzt am Aufnehmen? Okay, ich habe eben kein Zeitgefühl. Ich eben auch nicht. Aber ich wollte fragen, eben, kannst du dir eigentlich vorstellen, so einen Nische-Content zu machen? Oder kannst du das gar nicht? Also meinst du so... Also, sorry, Nische, ja, das hast du ja so. Aber mehr so, wie soll ich sagen? Nur Koch-Content? Zum Beispiel, ja, nur Koch-Content oder nur Ski-Content oder ich weiß auch nicht, nur Couple oder so. Ich glaube, es wäre mega schlau auf TikTok, weil sobald du eine Nische hast, dann wissen ja deine Community auch, was sie erwartet. Aber ich merke halt mega, ich habe dann hab ich mal Lust auf das, mal Lust auf das. Voll. Und das finde ich so schwierig. Same. Und ich habe mal, also zum Beispiel habe ich mega lange das Familienchat-Ding gemacht. Ja. Die sind damals mega viral gegangen. Und dann ich so, irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, okay, ich muss jetzt mich nur noch auf den Familien-Content und so machen. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich habe nicht mehr so Bock. Es ist so, ich weiß nicht. Und ich hatte so auf etwas anderes Lust. Und jetzt habe ich mega Bock, um so Storytelling, mich dabei schminken oder irgendwie so etwas machen. Ja, stimmt. Und darum, ich weiß nicht, ob ich so ein Mensch bin, der voll nischenmäßig. Außer jetzt 2 Kanäle auf dem Podcast. Abonnieren bitte alle auf TikTok, dankeschön. Nein, aber wie? Ja, du? Ja, nein, ich habe eben zu dem Punkt, ich habe auch gerade gedacht, so, wenn du jetzt Family-Content machen, wie du schon siehst, der kommt mega gut an. Einerseits ist es ja dann mega nice, so, oha, Nati und Family-Chat-Content und so. Ich glaube, so für einen Moment ist es mega nice, aber ich weiß nicht, ob es nach 2 Jahren jetzt immer noch die Leute anschauen. Und das denke ich auch jetzt auch bei meinem Content so. Klar, also gerade so Tennis oder so macht mir auch mega Spass zum immer wieder. Weißt du, wie so voll die Formate, die so immer wieder kommen, aber nicht nur so eins. Ich habe das Gefühl, das ist dann automatisch einfach Lifestyle, oder? Wenn du so ein bisschen einfach von deinem Leben Sachen wiederholst. Ja. Das Gut, ist ich habe manchmal krass. so, zum Beispiel auch letztens so ein Format gehabt mit so Kantonen und so, wo ich so mit anderen, die auch nicht, ich weiß nicht, ob du es siehst, ist eigentlich so, wo nicht schlecht gelaufen sind, wo ich gesagt habe, eigentlich voll geil, aber ich will jetzt auch nicht das zu meinem Main-Content machen, weil es nachher, eben, du bist dann eingeschränkt, wenn mega viele Leute, weißt du, es ist ja in dem Sinne nice, wenn es gut läuft, aber wenn nachher dich Leute nur wegen dem abonnieren, dann hast du das Gefühl, du musst jetzt nur noch den Content machen, weil die erwarten ja auch nur das. Ja. Weil sie einfach dich vor allem wegen dem abonniert haben. Und das finde ich halt dann, keine Und Ahnung. dann sind sie enttäuscht, wenn das nicht kommt. Oder kommentiert die ganze Zeit, wenn kommt das wieder. Ich meine, es ist gut zum Wiedermachen, aber Ja. immer ist auch nochmal etwas anderes so. Ja, voll. Aber es Spannend. wäre eigentlich schlau, wahrscheinlich. Ja. Ja, eigentlich schon, aber eben, es ist glaube auch andererseits mega schwierig, um nachher immer durchzuziehen. Oder vielleicht denkst du dann, boah, eigentlich würde ich eigentlich mega gerne etwas anderes machen, aber ich kann nicht. Ich wollte mich wie nicht in das reindrängen, so, dass man ja nicht so frei ist, so ein bisschen das macht, was man Lust hat. Aber mega viel machen es, also eben zum Beispiel gerade so der Pronto oder so, wo voll sind Koch-Content Stimmt, durchziehen. ja. Also ich habe auch voll vor dem mega Respekt, so wenn Leute dann einfach das machen. Mega. Ja, ich finde es mega geil, es macht mega Sinn. Ich glaube, ich merke bei mir einfach, es wird mir schnell langweilig. Also wie, So. Ja. ich könnte glaube nicht so lange immer so... Schon krass. Ich glaube, ich fände es irgendwann wie... Ich weiß nicht, ich brauche das manchmal, Ja. so eine Veränderung. Eben, es So. gibt 2 Arten von Content Creator. Die so straight durchziehen und die einfach irgendwann mal etwas machen. ja, nein, wirklich. Aber so Sachen weiss man eigentlich nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe mir das auch nicht überlegt, bevor ich irgendwie Content gemacht nein, habe. ich Aber ich auch jetzt, ja, voll. Ich habe einfach gemacht. Deswegen, ja. Ein paar wollen ja wirklich immer so Content Creator werden. Und dann sage ich, jetzt ist das ein guter Tipp. So. Aber das sage ich einfach immer. Einfach machen. Einfach durchziehen. Und gar nicht so mega überlegen, oh mein Gott, was brauche ich jetzt für eine Kamera, was brauche ich jetzt das, wie soll ich mich nennen? Der mach einfach. Fang einfach aufladen. Einfach das, was du gerade Lust hast. Du findest ja auch raus,
was du nachher Bock hast. Ich habe zum Beispiel bei meinem ersten YouTube-Video gesagt, ich will so ein bisschen Make-up-Content machen und Fashion und Beauty. Also gar nicht, habe ich etwas auf YouTube aufgeladen, was ich jemals irgendwie so, wo in die Richtung gegangen ist. Darum, du findest irgendwo eben deine Nische oder das, was du Bock hast oder so. Das entwickelt sich einfach. Ja, es kommt auch so mit der Zeit und ja, es ist auch nicht schlimm, eben wenn man halt nicht nur Koch-Content macht oder so. Oder so. Keine Ahnung, einfach, dass es Spaß macht. Aber ich glaube, Spaß ist schon mega wichtig. Also schlussendlich kannst du es nicht einfach dir erzwingen oder so. Voll. Nein, und gar nicht so stetig so wirklich kopieren. Das ist auch... Ja. Das bringt es auch nicht. So. Also ich glaube, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, dass das Zeug, eben zum Beispiel als Podcast, Instagram, TikTok, YouTube, mir keinen Spaß machen, ich will durchdrehen. Ich kann nicht... Was würdest du da machen? Also ja, nein, dann würde ich es einfach nicht machen. So. Nein, aber ich merke so, also wie... Eben, es ist schon viel Arbeit, wenn ich mir vorstelle, dass Leute... Also ich finde es crazy, Leute, die Social Media machen, die wirklich... Ja, ich weiß nicht. Aber ja, genau. Kommen wir langsam ans Ende. Bro, 1 Stunde. Wie hat es dir gefallen, die erste Podcast? Würdest du nice. wieder in einem Podcast mal mitmachen? Ja, safe. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht alles abdeckt irgendwie. So. Ja. Also wir hätten da schon noch Zeit, aber ich glaube auch, also eben, ich habe mich schon ein bisschen am Anfang daran gewöhnen. Ich weiß nicht, ob man das sieht im Video, ich werde es ja dann sehen. Aber ich habe das Gefühl, so mit der Zeit ist voll easy. Ich hätte nicht gedacht, dass es so chillig ist und so. What? Ich habe immer gedacht, so, wenn ich so Podcasts zugeschaut habe, ich so, oh mein Gott, wie schafft sie es so lange reden? Wie eine Präsentation habe ich mir das vorgestellt. Eine 45 Minuten lange Präsentation. Ich so, wow. Aber jetzt, ich merke es, ja. Also nächste Podcast-Folge ist dann mit PowerPoint. Viel Spaß dann. Boah. Oh nein. Oh mein Gott, den können wir uns nicht geben. Nein, es wäre eigentlich geil, mit dir mal eine Podcast-Folge machen, wo es so ein bisschen, weißt, so um Girly-Sachen geht. Ja. So, also, ich glaube, es ist auch mega spannend. Mega viele Fragen, die haben so ein bisschen, wie ist das Influencer-Leben? Weil man so ein crazy Influencer. Jetzt sind wir ja voll auf das, stimmt. Voll. Also wir haben noch sehr viele Sachen zu besprechen. Ja, oder Freundschaften. Ja. Auch. Oder Schuhe. Ja, es gibt so viel. Also ich glaube, es... Voll. Also wir können auf jeden Fall nicht mal uns treffen, wenn es dir gefallen hat. Ja, wenn ich mal einen Podcast wenn es Leute wollen, vor allem. Ja, stimmt, Alter. Wenn es gefallen hat, dann... man kann nicht liken, aber ein Like da. Ja, ich weiss noch, du hast mir noch gesagt, wenn du wieder mal, Agnes, die coolen Socken dabei haben. Hast du das in einem YouTube-Video gesagt? Ja, jetzt wieder, okay. Du würdest das eigentlich nachher anschauen, das war ein YouTube-Video. Ja. Ich habe nur das Thumbnail gesehen vorher. Wir sehen so jung aus. Okay. Du hast noch viel kürzere Haare, auch. Du hast, glaube ich, gerade frisch geschnitten. Und Ja, ich habe noch so halb einen Pony. Nein, wir sehen so jung aus im Fall. Ja. Herzig. Das war so lange her, 2 Jahre. Nein. Ja, aber andererseits habe ich das Gefühl, haben wir uns auch nicht so verändert, aber vielleicht ja voll auch irgendwo durch schon ein bisschen. Ich weiss auch. Ja, schauen wir uns wieder mal nochmal an. Aber ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn ihr Lust habt, dass Agnes wieder mal dabei ist, dann kommentiert doch, schreibt halt Agnes, komm endlich mal ins neue Podcast. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall vergessen nicht, mich zu abonnieren auf Spotify, auf YouTube, auf dem Instagram-Account und auf dem TikTok-Account. Alles gut? Mein Handy ist nicht auf Flugmodus. Das ist egal. Also, tschüss. Danke.